Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. So, und jetzt kommt hier offensichtlich was Automatisches. Ah, okay, das geht schon so. Hallo, wir freuen uns euch jetzt sehr. Was kann ich dann für euch tun? Auf Bord. Bitte. Ich verstehe. Ich soll die Riesenmuschel im Schloss für viele Jahre aufbewahren, richtig? Ich bin nicht im Kronos, will er bitte gewähren den Wunsch? Ja, natürlich. Die Muschel wird ins Schloss geschafft und als Nationalschatz aufbewahrt. Hauptmann? Ja, Majestät. Machen euch auf, hol die Regenbogenmuschel und bringen sie Ufersät hierher ins Schloss. Sofort, Sir. Ich danke euch in tiefster Ergebenheit. Sehr schön. Ja. Ja, natürlich. Mein Herz ist erfreut, danke Majestät. Du hast uns gerettet. Ich hab nur gekocht. Ich wäre gepfeffertes Siegesmahl bereit. Ja, vor allem geil, dass Markus hier einfach noch mit dabei ist und keine Sau was sagt. Was passiert denn eigentlich? Ja, ach Gott, ja, Frog. Gerade mal gucken. Moment. Ich würde gerade mal ganz gern Markus einfach mal als A-Führer machen. Einfach mal um zu gucken, was da abgeht dann. Ja, okay, da ist es egal. Offensichtlich ist es dann hier absolut scheißegal, dass ich als Markus hier unterwegs bin und mit ihnen spreche, gegen den sie die ganze Zeit Krieg führten. Okay. Okay, na gut. Das macht offensichtlich echt keinen Unterschied. Sehr skurril. Großartig. So, jetzt geht's aber weiter hier im Business. Und jetzt muss leider erstmal Frog weg, weil ich brauche meine Heilerin. Weil er ist halt der Einzige, der für Heilung zuständig ist. Und Markus möchte ich wegen seiner magischen Talente halt ungern eintauschen. So, du bist noch gut bedient mit allem. Das sieht gut aus bei dir. Dann speichern wir doch nochmal hier. Verwenden die Glockschlacht und so. Und kehren hier in die Gegenwart zurück. Und dafür brauchen wir dann Maler in unserem Team. So. Und dann gucken wir nochmal, wie es in Schloss Guardia mittlerweile so abgeht. Ne? Servus. Die Verhandlung vom Jahrhundert steht bevor. Was, Willi? Natürlich die vom König Guardia. Ach, die sind ja sehr arglagefreudig. Wahrscheinlich wieder der Hanebampel vom Kanzler, ne? Siehst du, der König hat Schätze von seiner Familie verkauft. Ach du Scheiße. Das klingt aber nicht so gut. Ach, das Gefängnis ist abgeriegelt. Rechts geht's zur Schatzkammer. Ja, danke für die Info, aber ich mag jetzt trotzdem erstmal zum Overgoscha hier gehen. Verschlossen. Das ist natürlich blöd. Also verschlossen, da muss ja was ganz Tolles drin sein. So, ich will zum Overgoscha. Zutritt. Lassen mich durch! Genau so, dafür brauchen wir Maler. Ist irgendjemand wissen, was die Regenbogenmuschel ist? Ne, ich wusste auch nicht, bis ich das hier gefunden hab. Testament von königlichen Vorfahren. Dort drin ist enthüllende Bürger die Regenbogenmuschel zur Jahrtausendfeier. Wie bitte? Wir verfügen über keine Erbstücke. Das Testament soll also gefälscht sein. Ich frage mich, warum könnte Angeklagter am Volk einen Blick auf die Muschel? Weil das nämlich Hund. Er hat sein Bargeld verkauft. Der Zeuge bitte. Was ist denn, Nadja? Wir sind hier mit in der Verhandlung. Papa? Nadja, der Kanzler dicht bei Hehlerei. Schleudert Beleidigungen um sich, beweist lieber euer Unschuld, Majestät. Beweise? Ja, wenn das Erbstück nicht verkauft wird, muss es noch im Schloss sein. Zeig mal die Muschel und ich akzeptiere seine Unschuld. Säckel. Kanzler, was für Spiel treibt denn ihr da? Werfen sie raus. Okay, wissen wir ja Bescheid. Kein Zutritt. Lass mich durch. Nicht einmal ihr dürft hier rein. Achso, nicht einmal ihr dürft hier rein, Prinzessin. Zeig mir Ihnen die Regenbogenmuschel, das wird ein Kanzler Heizer.
Was soll denn das? Der Kanzler lügt. Es gibt kein Erbstück. Dummkopf. Schon unseren Trip noch 600 Vergesser. Stimmt, die Muschel von vor 400 Jahren müsste noch da sein. Sie ist sicher im Keller. Jo. Aber ich finde es echt geil, dass hier jeder Charakter so seine Sidequest hat. Das gefällt mir echt schon sehr gut. Also da muss ich sagen, hat das Spiel wirklich Schönes zu bieten. Damit auch jeder Charakter nochmal so ein bisschen mit Hintergrund beleuchtet wird. Das ist echt schön. Ich will den Kanzler schon nicht vergiften. Nachher genug Sinn. Ich krieg überhaupt nichts gebacken, solange der hier rumsteht. Nachher genug Sinn. Ja, der ist so ein bisschen wie der Mr. Erdler bei South Park. Macht hier kein Unfug. Ist auch so ein Dummschwätzer. Schatzkammer vielleicht? Oh, oh, das sieht aber nicht gut aus. Autsch, der Rat hat mich gebissen. Mein Bein tut weh. Der Dumm einfach nur. Der Chef juckt übel zu rächen, dass die Familie über 30 Generationen beleuchtet hat. Und dümmer. Er wird dem König was sagen. Okay. Impkauer. Ah, die halten nicht viel aus hier. Dumm und dümmer. Gut, viel bringen sie auch nicht. Erinnert so an die... Belebung. Erinnert so an die erste Gegner aus der Kapella von 600. Verschwörung, Dummelmauens. Ich gestehe, ich habe dem König die Muschel abgekauft, weil er das Geld gebraucht hat. Lügner. Du, ich hab den Kerl noch nie gesehen hier, den Lische sehe ich ja. Ruhe im Gerichtssaal. War ich überzeugend? Perfekt. Alter. Ah, ja, okay, das sind die ganz normale Gammelgegner von früher. Lassen mich rote. 13 Generationen, diese erste Kreatur, die ich bekämpft habe, die sich auch als Kanzler ausgegeben hat, ist jetzt wieder zurück. Und wollte zuerst Prinzessin Nadja loswerden und Chrono auch noch. Ich könnte darauf wetten, dass es diese Kreatur ist, aber ich habe leider den Namen vergessen. Hyperaether und Elixier gibt es hier auch noch. An die Dinger kommen wir leider nicht dran. Ne, leider nicht. Huch, eine Nagaette wieder. Die Schwester von der Yoku-Retter. Und weg ist er. Ja, ich könnte wetten, dass das die Kreatur dann ist. Nur in, was weiß ich, wie viel der Generation. In 13. Generation dann. Huch. So. Jeder darf nur draufkloppen. Und dann dürfte sich das auch erledigt haben. Ich meine, Markus, das war ein Amoldai-Monster. Interessant, dass die 400 Jahre überlebt haben, diese Biester. Okay. Belebung gibt's auch noch. Ups. Wieder voll reingerannt natürlich. Und als drauf. Die halten ja nicht viel aus, die Viecher. Weil dann haben wir natürlich auch nicht so viel Schade gemacht im Mittelalter. Aber sogar Males 130er Angriff reicht hier aus. Gut, gut, gut. Als weiter. Und da ist die Muschel. Sehr schön. Elixier. Hyperaether. Leer. Nee. Lapis. Und die kommen wir leider nicht dran. Nee. Und das Zeug kommen wir leider nicht dran. Aber die Muschel. An die kommen wir dran. Die Regenbogenmuschel. Yay. Da ist ein Brief. Verbrenne man. An Male? Liebste Male, ich weiß, zwischen dir und deinem Papa herrscht Streit. Doch nichts vermag's Band vom Blut zu zerreißen, weder Zorn noch Distanz. Wenn du an einem Tag mal Kinder horchst, wirst verstehe. Das besondere Band ist Teil von unserem Stammbaum, der uns verbindet. Königin Gardia, die 21. Lena. Können wir das auf später verschieben? Papa, halt aus, wir kommen. Sehr schön. Einmal Prismateil erhalten. Schworene, wenn ihr ihn verschuldigt befindet, geht nach links, wenn nicht, geht nach rechts. Ja, das kennen wir ja schon.
Abkartete Scheiß. Schuldig. Ja, jetzt müssen wir wieder zurück. Was ist dann das Prisma-Teil, was wir da jetzt haben? Ja, das ganze Ding können wir natürlich wieder nicht mit uns rumschläfen. Prisma-Teil bringt uns jetzt hier nichts. Okay, mehr können wir jetzt auch nicht mehr machen. Also wieder zurück. Aber ich finde es auch sehr geil, dass es da immer mal wieder so Cutscenes gibt, dass man hier eigentlich das Teil sich besorgt. Und dann kommt man immer mal wieder auf so kleine Flashbacks, beziehungsweise was in der Zwischenzeit so im Gerichtssaal passiert. Finde ich echt geil. So. Und da sind wir raus. Jetzt aber fix. Jetzt aber wirklich fix. Zack. Musik finde ich auch ziemlich cool. Moment. Kann ich mit dem Prisma-Teil eventuell hier die Truhe öffnen? Nee. Okay. Dann noch nicht. So, jetzt aber. Ja, nicht nur ich darf frei, schon klar. Überlegst du noch einmal? Nee, Prinzessin. Es gibt einen Weg. Bisschen holprig, aber mir noch. Ups. Das Urteil laut. Schuldig. Oh, armer König. Wie er so seufzt. Hier endet die Linie von Guardia. Jetzt bin ich hier am Trigger. Bring den fort. Halt! Wer ist denn da? Da hinterm Dumbledore steht so. Sieht echt aus, als wäre das so ein Glasbild von Dumbledore. Papa! Oh, jetzt hat's ihn kaputtgeschlagen, der Albus. Nadja! Wie er guckt, der Kanzler. Prinzessin, beherrscht euch her. Ihr seid zu spät, der König wird verurteilt, aber Könige gelten Gesetze. Nee, das war abgekartetes Spiel. Sinn, der König ist ein Gauner. Aber der Schatz ist hier. Unmöglich, mir fällt ja hier die Gosch auf den Boden und der Bart auch noch ab. Euer Plan ist durchschaut, Kanzler. Ich meine... Hä? Nix hast du durchschaut, ich will meinen Vorfahrrecher. Und der König rennt mal schnell weg. Super Typ. Super Ultra Presto Transformo. Ja, sogar der König erpisst sich. Wunderbarer Protektor vom Land. Reizend. Jakra, genau. Jakra der 13. Igitt. Okay, machen wir mal Ammo verwirren auf den Knabe hier. Oh, der zieht ja gar nichts ab. Okay, der sollte eigentlich gethemat sein. Und, bist du tot? Also nicht? Na gut. Wenn das so ist, dann hauen wir da ein bisschen Eis um die Ohren. Also, er scheint wohl ein bisschen widerstandsfähiger zu sein als gedacht. Ja, mit Chaos kannst du es natürlich um dich werfen wie Bockhorst. Wir haben Sachen, die uns mittlerweile vor so einem Scheiß schützen. Oh, das war einfach nur der Gegenangriff. Nicht schlecht, Chrono. Gut, Markus, mach doch mal eine dunkle Bombe auf den Hansel. Chrono, haut drauf. Und Maler, du kannst ihn dann nochmal Äther geben. Oh, das sieht auch gut aus. So, du gibst jetzt erstmal Chrono hier ein volles Äther. Hier die volle Kanone. Und dann hakt ihm nochmal hier so einer um die Birne. Du schmeißt die Dunkelbombe hinterher. So. Gucken wir mal, wie lange der Knabe hier noch aushält. Boah, Alter. Also Eisstecke kann er wie noch was hier. Naja, aber er zieht nichts ab. Dort verriegt er wieder auf der Dates geschlagen. So. Das hier ist einfach nur Truffschlager, bis nichts mehr übrig ist. So. Gibt auch auch nochmal Markus so Ding. Dann kann der nämlich auch noch fleißig weiter zaubern. Den noch so schön mit dem Finger drauf zeigt dabei. Du. Von der Vorfahrer bekannt. Vierfacher Angriff auf Gegner. Ja, das war aber von mir und nicht von ihm.
So. Sind eure Schwäche. Naja, meine Schwäche von der Vorfahrer. Ich glaube, der Jakra hat damals nicht so viel Zeit gehabt, hier vor Schwäche preiszugeben. Vor allem die ja noch niederzuschreiben, nachdem man umgebracht hat. Und da lebt ja als noch der Stickel. Er ist ganz schön widerstandsfähig hier, der Jakra, der 13. Das ist es. Und... Oh, okay. Der hat echt gut reingezerrt. Sollte sich mal auf jeden Fall heilen noch. Ja komm, du kannst schon nicht so viel aushalten, du Knödel. Nadeltrudel. Version, was weiß ich wie viel. Ups. Sie ist tot. Das ist nicht so gut. Dann sollten wir vielleicht eine normale Wiederbelebung mit der restlichen 10 MP, die wir noch gehabt haben. So, da steht sie wieder. Nadeltrudel Version 13. Bitte nicht nochmal auf Maler, jawohl, sondern auf ihn. Gibt es nämlich einen auf der Washing zurück. Und hier nochmal dunkle Bombe. So langsam zieht er auch mal ein bisschen was ab, der Kerl. Wieder besiegt. Ja, mach du ruhig, was du willst. Maximal einer trifft's, ja. Nur Maler ist dabei gestorben. Ausgerechnet die, deren Sidequest das hier ist. Okay. Okeli-dokeli. Und ein Mega-Elixier gibt's aber drauf noch. So. Papa, ich... Nee, sag's nicht, das war mein Fehler, so stur zu sein. Nee, ich hätte wissen müssen, wie du dich gefühlt hast. Mein Herz wusste, aber Sache konnte ich's nicht. Mir geht's genauso. Ich habe gedacht, du hättest mich verlassen, aber in Woche was genau umgekehrt. Aber jetzt bin ich hier. Wir werden über alles reden, was passiert ist. Über Chrono und Mama und... Deine Mama, wie traurig. Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, was Alisa mit ihren letzten Worten sagen wollte. Wenn Nadja an einem Tag erwachsen wird, wird sie dir ihren Geliebten vorstellen. Hesen willkommen und vergiss den Tag nicht. Du hast die letzten Worte gehört? Natürlich. Du warst so klein und hast gesagt, Papa, wie schön, dass alle hier sind, die ich mag. Och Gott, wie grausam. Dich glücklich zu sehen hat sie beruhigt und sie konnte friedlich einschlafen. So war das also. Ja, warum? Kann ich mich jetzt wieder bewegen? Nee, also nicht. Ich hab dich früher Papa genannt und nicht Pappe? Das hast. Es tut mir leid, Papa, dass ich an dir gezweifelt hab. Ja, nochmal Runde kuscheln und dann ist alles gut. Wie sieht's mit Belohnungen aus? So, jetzt gib mal ein paar Belohnungen, alter Mann. Ich lass dich aus dem Schloss. Aber sei bitte vorsichtig. Passt auf so auf. Jetzt bin ich dran. Wer ist das? Ah, der Melchior. Melchior? Ich platze mich auf der Bühne. Ich würde aus der Regenbogenmuschel gerne ein paar Waffen machen. Endlich wird seht und lernen. Cool. Aber, wenn ich hier mit dir spreche... Tut mir leid, Freunde, das ist mir furchtbar peinlich. Pass auf Prinzessin Nadja auf, okay? Also ich glaube, als König ist er jetzt derzeit von seinem Ruf her schon ziemlich hinüber. Dann werden wahrscheinlich nicht so viele Leute ernst nehmen können. Okay. So. Jetzt mag ich eventuell noch mal gucken, ob die Kiste mittlerweile aufgeht. So. Maler lassen wir erstmal wieder im Team drin. Do hatten wir, genau. Und do. Also Verschlosser. Gewitter erleid. Kriege ich dann das tappische Ding auf. Ups. Die Küche wollte ich dann noch gar nicht. So. Dann haben wir das auch geklärt. Sie ist mit ihrem Vater Anime auf Kriegsfuß.
Und dann suchen wir noch Melchior auf. Da ist er. Direkt unter der Düster oben. Wunderschön. Ganz bezaubernd. Dann würde ich noch sagen, ich gönne mir hier noch so eine Unterkunft. Damit auch die ganze MP wieder parat sind. Und quasseln wir mit dem Olden Man. Huch, da ist er gar nicht mehr da. Oh, dann ist er wahrscheinlich auch in Schloss Guardia. In der Schatzkammer vielleicht. Okay. Kann passieren. So. Wo geht's denn hier runter? So, okay. Dann nochmal in Schloss Guardia und nochmal gucken, wo sich der Kerl jetzt wieder rumtreibt. Wahrscheinlich bei der Regenbogenmuschel. Ich habe gedacht, er wäre wieder in seiner Werkstatt drin oder so, aber offensichtlich nicht. So, dann gehen wir mal den ewigen Weg zur Schatzkammer. Komm schon. So, da steht er. Das ist etwas Besonderes. Rüstung und raus wehrt Magie ab. Ich kann entweder einen sehr starken Prisma-A-Zug machen oder aber 3 weniger starke Prisma-Helme. Was wollen wir dann? Ein Prisma-A-Zug, würde ich sagen. Prisma-A-Zug? Der ist nur für Dame. Nee, dann will ich den doch nicht. Weil Male wird nicht in unserem Team sein. Das ist aber sehr schade. Das ist eigentlich Males, sagen wir mal, Hauptbelohnung. Es ist sehr schade, da ich die auch kaum im Team mehr habe, sondern eigentlich eher nur noch Glenn. Ja, komm, mach die mal. Gut, einen Blick bitte. Schade. Hätte ich jetzt Male fest im Team, wäre es natürlich der Shit für die gewesen. So, fertig, Wiedersehen. 3-mal Prismahelm. Okay, was machen die Dinger jetzt? Prismahelm. Oh, der gibt noch 4 mehr. Magieverteidigung plus 9 und erhält Status. Ja. Ja, was willst du dann mehr? Der erhält einfach nur den Status und der noch die Magieverteidigung. Ja, perfekt. Damit hätten wir auch das jetzt gepackt. Dann, das war einfach nur als Tribut nochmal an Maler, weil sie auch relativ lang in unserer Gruppe mit dabei war. Fand ich das auf jeden Fall noch schön für sie. Als nächstes geht's dann in die Zukunft, aber dann kümmern wir uns um die Sonnenstein-Quest. Aber, dafür hätte ich nämlich ganz gern wieder den Glenn in unserer Gruppe. Glenn, du darfst wieder mit rein. Und Glenn, du darfst dich ja gleich mal selber heilen. Und dann gibt es auch ein paar schöne Sachen für euch, Jungs. So. Glenn, du kriegst 8 Prisma-Helm, auch um 4 mehr und erhält Status. Saugut. Das sind wahrscheinlich die beste Hüte im ganzen Spiel hier. Und die Magieverteidigung nochmal extrem hoch. Das ist richtig nützlich. Jo. Dann will ich aber auch sagen, für uns hat auch mal wieder die Glockschlacher. Und wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig, wo wir uns dann um das Sonnenstern kümmern werden. Also machen's gut und bis morgen dann. Ayan Yankee.